Nein, ich habe gesehen, es war nicht Astronauten, aber analog Astronauten. Für 9 Tage haben wir eine Mondmission simuliert. Wir waren 450 Meter unter den Bergen und für mich war es, ich möchte das den ganzen Tag machen. Heute treffen wir Eleonor. Sie ist analoge Astronautin. Was das genau ist, erzählt sie uns jetzt gerade an der Fantasy Basel, wo sie als Freiwillige für das Swiss Space Museum arbeitet. Als Kind möchte ich schon Astronautin werden, aber ich hatte gedacht, es war nur für Superhelden. Ich hatte gedacht, ich könnte das nie machen. Und dann später hat es dieses Traum wieder gehabt und ich versuche es jetzt, Astronautin zu werden. So in 2019 habe ich eine Inserat gesehen, Do you want to become an astronaut? Auf Facebook gesehen für den Swiss Space Center. Und ich war, ja, möchte ich. Nein, ich habe gesehen, es war nicht Astronauten, aber analog Astronaut. So, als analog Astronaut oder Astronautin, wir müssen eine Wiederholung von Weltraummissionen haben auf die Erde oder unter das Wasser mit geringeren Kosten. Und wir versuchen wirklich, diese Weltraummissionen zu haben und zu testen, Experimente durchführen und Menschen auch testen, um uns zu vorbereiten für Weltraum. Und das Ziel ist zu überprüfen, ob wir den Habitat haben, ob sie gut genug sind, und Psychologie. Die sind 2 Fakten, die wir haben nicht wirklich getestet. Wir haben keine Mondbasis, wir haben keine Marsbasis. Wir versuchen, das zu üben und testen und dann in den Weltraum zu gehen. Eleonor arbeitet Vollzeit als Materialwissenschaftlerin. Analog-Astronautin ist sie in ihrer Freizeit. Rund 30 Stunden pro Woche investiert sie für ihre Leidenschaft. Ganz günstig ist ihr Hobby nicht. Es gibt Missionen, die zum Beispiel 1000 Franken sind für 2 Wochen. Es gibt ein paar, die 30.000 sind. Zum Beispiel, wenn wir in die Arktis gehen. Für jede Mission, die ich gemacht habe, habe ich nichts bezahlt. Ich war freiwillig oder sponsoriert. Meine erste Mission war Asklepios 1, so eine Student-Weltraummission in der Schweiz, in Grimsel-Pass in 2021. Für 9 Tage haben wir eine Mondmission simuliert. Wir waren 450 Meter unter den Bergen in einem Tunnel und wir haben Experimente durchgeführt und Tests gemacht. Wir könnten nicht draußen gehen ohne unsere Weltraumanzüge, um wirklich diese Isolation zu simulieren. Meine erste Mission war eine gute Übung, um zu sehen, kann ich das wirklich machen, gefällt es mir? Und für mich war es, ich möchte das den ganzen Tag machen. Und jetzt, mein Hobby ist, jeden dieser analogen Weltraummissionen besser zu machen. Also wirklich einen Standard zu bringen, besser Forschung machen und dann wirklich diese Transition zum echten Weltraummissionen zu bringen. Ein anderes Thema, das Eleonor wichtig ist, Paraastronauten. Um dazu zu forschen, hat sie eine eigene Organisation gegründet. Also wir nehmen Leute, die haben ein Handicap, zum Beispiel sind in einem Rollstuhl oder sie sind blind. Und dann wir testen die Mission mit diesen Leuten. Und wenn wir das hier auf der Erde üben, dann können wir das wirklich für den Mars vorbereitet werden. Weil auf dem Mars es kann wirklich einen Unfall geben und dann du kannst blind werden oder im Rollstuhl brauchen. So. Und wenn wir ein bisschen mehr inklusiv sind, wenn wir diese Forschung besser machen, können wir jeden im Weltraum schicken. Aber zuerst stehen für Eleonor noch weitere analoge Missionen an. Im August gehe ich in Island. Nächstes Jahr wir werden eine Zelt installieren hinter dem Eis in Frankreich. Wir machen einen Test für die Biodysseus-Mission. Und wir machen das Test dann später gehen wir in die Arktis, um diesen Zelt und den Habitat zu testen. Für die Zukunft hat Eleonor noch 2 grosse Träume. Den Mond zu gehen wäre super. Und dann Mars. In 20 Jahren oder 30 Jahren, keine Ahnung. Vielleicht werde ich sehr alt, die erste alte Frau auf dem Mars.